Und erinnern Sie sich noch daran, was also jetzt sagen wir mal hier war, als der Tagebau noch nicht war? Ja, hier war Wald. Und hier Ach so. wo Sie jetzt hier das Gestrüpp hier sehen. Ja. Hier waren die höchsten Fichten und die höchsten Kiefern gewesen. Aha. Hier drüben. Also die waren doch wirklich, das war sagenhaft, wie hoch die waren. Bei uns ist es ja nun nicht mehr so schön durch den Tagebau, weil der ganze Wald weg ist. Wir haben ja früher hier gesessen, hier sind die Hirsche gekommen abends, die Wildschweine abends. Ich habe einen Tag meiner Tochter gesagt, weißt du, wenn ich mich noch erinnern kann, wir hatten ja früher Landwirtschaft gehabt, Vieh, 4, 5 Stücken Vieh im Stall und Schweine und alles. Aber da wurde zeitig im Sommer Abendbrot gegessen und nach dem Abendbrot, wenn das so schön war, windstill und so, dann sind wir meine Oma und meine Mutter und dann sind wir noch so ein Stück am Wald gegangen. Da kamen die Wildschweine, ich vergesse meine Mutter mal mit der Axt nach dem Wildschwein gelaufen. Ja, das Wild ist rausgekommen, das war so richtig. Und da kam eine Frau aus Bautzen, ich weiß nicht, was die hier wollte, irgendwie mit Tee oder was. Und da kam die zu uns, da hat sie gesagt, das ist bei euch herrlich. Ihr braucht gar nicht in Urlaub fahren, ihr habt den Urlaub zu Hause, weil alles ringsherum, alles grün. Ja, das ist so schön gewesen. Also, und jetzt, naja, nur der ganze Wald abgeholt und hier alles abgebrannt. 92 der große Waldbrand. Wir waren damals relativ abgeschlossen. Mlose war direkt von Wald umgeben. Sie müssen sich das vorstellen, nach Neustadt so Hochwald. Hier hinten nach Schellen, das Dorf existiert nicht mehr. Großer Wald, 7 Kilometer Wald, nur Wald. Überall Wald. Und da lebten wir mittendrin. Wie war es denn früher gewesen? Die haben alle auf ihren Flächen haben die gebaut. Dann hätten die ins Dorf reinbauen wollen. So, da hätten sie die doppelte Menge Fläche hier außen abgeben müssen. So, und da haben die sich alle gesagt gehabt, nee, wir brauchen jeden Meter. Wir brauchen jeden Meter. Die haben sogar nach Wald geholt, damit die hier ein paar Felder noch hinkriegten. Das war ja alles nach dem Krieg hier. Wo der Graf dann weg ist. Während des Krieges und nach dem Krieg haben die vom Grafen dann noch einige Ecken hier Wald dazu gekriegt, hier war eine Tiergartengrenze. So, und bis an die Grenze ran hat der Graf noch alles noch mit abgegeben gehabt, dass die Leute noch hier in Felder machen können. Also zum Beispiel war hier Pilzaufkauf. Ach so. Also schon als Junge, hier wurden die Pilze aufgekauft und Pilzscheine ausgegeben. Wenn man im Tiergarten Pilze suchen wollte, im Tiergarten waren es verboten. Aha. Da musste man einen Pilzschein haben. Ach, du Wahnsinn. Ja. Aha. Ja. Und den haben die und Beeren auch? Nee. Wie war es? Beeren genauso. Ach, die Blaubeeren, Preiselbeeren, alles, da musste ein Schein sein, wenn zum Beispiel jetzt der Revierförster kam. Ja. Und zeigen Sie mal einen Schein. Ja, so war das. Und dafür musste man auch Geld bezahlen? Dafür musste man bezahlen. Und die wurden dann auch abgewogen, oder die wie? Nein, das nicht. Nee, das nicht. Das der nicht. Schein der hat fürs Vierteljahr oder einen Monat ungefähr, da waren sie monatsweise, haben sie erst ausgegeben. So und so viel bezahlt, und fertig. Da wurde Brennholz verkauft, dann wurde Bauholz und so musste beantragt werden, also hoch, das wurde ausgemessen, dann konnte man zum Sägewerk fahren. Ja, der Graf hat ja auch eigenes Sägewerk gehabt, das gehörte auch dem Graf. Ja, so war das eben früher. Ich hatte hier eine sehr, sehr schöne Jugendzeit, Kindheit und Jugendzeit. Ja. Das war noch eine unbeschwerte Natur, das war ja alles noch okay. Nicht? Ich bin 58 hier aus der Schule gegangen, 50 bis 58 hier in die Grundschule gegangen. Es war wunderschön, wunderschön. Und rund um das ganze Umfeld hat ja gestimmt. War ja sehr schön gewesen. Nicht? Was heißt gestimmt? Damals war drumherum praktisch Wald, oder wie war das? Naja, ich muss ja sagen, Sie wissen ja vom Ort, das wissen ja von den vielen Leuten, was jetzt raus muss. Nicht? Ich muss sagen, es war ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es lebte sich wie in einer Großfamilie, muss ich sagen, hier auf dem Dorf. Das war direkt eine Großfamilie gewesen. Ja, und dann wurden die Leute mussten umsiedeln. Sie wissen. Und schon ist da ein großer Riss gekommen. Ja. Also nicht nur von der Zahl her, sondern... Nicht nur von der Zahl, es ist ein Riss irgendwie automatisch. Die Freundin sind weggezogen dann, die Schulkameradin ist weggezogen. Und damit war schon ein bisschen alles zerrissen. Nicht mehr das, was es früher war. Also das steht fest. Ich meine, dann haben wir ja die ganze Zeit mit dem Neuabschluss mit dem Tagebau hier durcherlebt und die Zeit war nicht schön. Die war wirklich nicht schön. Die war echt belastend. Ich meine, jetzt leben wir ja schon wieder ruhig.
Jetzt leben wir schon wieder ruhig und langsam haben wir auch jetzt ein bisschen das Gefühl, wir können wieder bleiben. Es hieß ja bis zur Schulstraße, wir müssen weg.